Es sind de Brian an sie Besitzer vun enger Porsche 944 Turbo vun 1986. You've got me hooked. Als Ufangs wärlo ke mé interessiert in den Auto en voll einfach ganz normal ein Auto kaufen, méi wat Lewen alles mat bringt, hun bisse gemerkt, dat ich mich awer bisssen den Auto interessiert hunn. Mein Pap hat immer eng 924 wo jong war, dun eng 944 kauf, woch och als Kleinkant kennengeléiert hunn an nach bisssen Souveniren hunn. An dat huet ze brucht, dat ich mich dofir interessiert hunn, an man unbedingt eng 944 verkaufen. Dun hunnch no demch den Führerschein hat, man 19 Joer hun Jougefäng bëssen mech ze informéieren iwwer 944 wieviel se gin kachten. An wär joch weil den heit den Auto kucken, an schumch direkt verleeft an den Auto an Schunnen direkt miste kafen. Als ein Auto an Belg kucken man engem Pap eng Stonn wäit wäch vun hai, weil ein Auto ech wollt einfach mal kucke goen, well d'Fäfel mal net gefall op de Fotoen mich immer gedacht, ich ginn Auto mal eng Chance, ich ginn den enke kucken. Op der Plätz zukom, Pfäfwäch war vergiert, ich bin Auto gesinn an ich war direkt verleeft. Wir werden denke kurz testen an ich hatte nicht mehr dazu zu suchen, es war einfach ein Auto, wo ich wollte. Einfach drauf wäre beim Proprietär und schon Auto mit heimgeholt. Zu Leute Besuch kommen, für ein Auto umzumelden, hatte ich nicht vieles zu machen. Ein Auto war in einem ziemlich guten Zustand. Und dann auch direkt durch Sandpfeiler kommen. Und natürlich als ein altes Auto, mit der Zeit, mit der Main kommen einfach immer die eine oder die andere kleine Panne. Der größte Verschad war die Jointe Culasse, die war Futti gegangen, war ein bisschen teuer gehen, aber zum Glück gut man das einfach gepflegt. So ist es wie bei allen Autos, Kleinigkeiten, wo immer vorkommen. Aber die Kollegen, die mich gut kennen, die wissen, dass ich schon ein paar Mal mit dem RTL mitgefahren bin. Also erkennt Kamion schon gut. So zum Auto werde ich gerne tun, ja schon ein großes Fältchen drauf gemacht, einfach für die Optik zu verbessern. Schon Fenster geteint, das tun ich mit Leuten aus der Familie gemacht. Leider keine Garage hier im Land, wo die Fenster geteint kriegen. Viele Garagen haben probiert, aber keine gute hin. Das werde ich sonst noch gemacht, als ich schon Radio umgeändert, schon ein bisschen mit modernen Radio dran gemacht. Voilà. Autos sind einfach jung und ein Auto soll auch etwas Jugendliches dran haben. Ein Touchradio, wo dran ist, und eben ein Subwoofer, wo ich dran gesetzt habe. Für eine Woche können ein bisschen Musik zu lauschen mit einem guten Sound. Also wenn ich so ein Auto will kaufen, muss ich wie bei allen Autos ein bisschen auf die Raschel passen. Ich denke immer davon auf, wie die Proprietären mit dem Auto waren, umgegangen sind mit dem, ob der Bau stehen am Wand und die Bannen. Kann immer sein, dass ein Auto nicht mehr viel rascht. So ein Auto von den auch schon von 2000 € kann ich fahren. Nicht den Turbo, mehr in normalen 944. Die anständigen Autos kommen einfach ab 10.000 €. Natürlich, grob sind keine Limite gesagt, und finden auch ganz teuer. Was ich soll aufpassen nach, wir ja immer gucken, ob die Proprietäre für Drohnen auch immer alles kontrolliert haben im Auto, alles immer anständig Flecke gelöst haben. Bei diesem Auto soll ich auch ein bisschen auf das Tableau de bord aufpassen, wenn ihr kauft, weil bei dem Modell kommt oft vor, dass ein Tableau de bord gerast ist. Ein Tableau de bord ist aus Leder gemacht und mit der Sonne, mit der Wärme, die immer drücken, sind da ganz viele, die immer gerast sind. Und das selbst nicht immer einfach rumzufahren in einem guten Zustand. Und leider wird er auch nicht mehr gebaut oder wenn nicht, haben eine Firma gehen, die es noch bauen auf der Welt, kostet das ganz teuer. Sonst wird Assurance auf die Steuern umgelenkt. Das ist nicht teuer, das ist ein Auto, das ist nicht teuer Inhalt, also okay, wird Pannen sind, ja. Wenn ich heute muss sagen, bei Porsche Flecken lassen, da kann ich schon teuer weg. Kriege ich auf der Mädchen auch privat, auch Privatgaragen gepflegt oder auch, voilà. Ich habe auch viele mit Kollegen, die sich auskennen, die mir auch immer geholfen haben, für die Kosten eben niedrig zu halten. Für mich ist das heute ein coolsten Auto, das es gibt. Ich habe schon viele Autos probiert, aber das heute ist einfach unbeschreiblich für mich. Ich habe einfach das Gefühl, das kann ich nicht beschreiben. Das ist einfach cool, rundherum zu fahren mit dem Auto. Viele Leute sagen, voilà, für wen kaufst du so ein altes Auto? Du bist jung, kaufst etwas Junges. Schon noch etwas Flottes als alltägliches Auto. Aber für Weekends, für was gut wird, als das heute einfach der Beste, was es gibt, kann ich einfach nicht beschreiben. Ich kann den Auto niemals umtauschen gegen diesen anderen.